Tag der Hengstenkörung des KFPS. Wir haben bereits 3 Jubiläumsshows zu unserem 145-jährigen Bestehen hinter uns. Um 9 Uhr fangen wir hier an mit der Körung, wie bereits vorher angekündigt. Sie wissen natürlich, dass Sie uns wie immer hier in der Halle folgen können. Außerdem arbeiten wir zusammen mit dem friesischen Fernsehsender Omroep Friesland. Wir können also heute in friesischer Sprache auch im Fernsehen diesen Tag verfolgen. Außerdem über die Webseite von Omroep Friesland gibt es Livestreams in niederländischer Sprache, aber auch in deutscher Sprache mit der Stimme von Lisa Wegmann, auf Englisch mit Kelly Verbeem, auf Spanisch mit Christel Jongschrap und auf Französisch mit Karin Fourmont und Siska de Best. Heute ist natürlich wieder eine sehr schöne Rolle auch für unsere jungen Mitglieder des KFPS organisiert worden, denn die Damen, die da im Vorstand sitzen, die werden heute alle Preise ausreichen. Wir haben außerdem wieder unsere in traditionelle Trachten gekleidete Blumendamen hier heute in der Manege. Das sind Vroni van Asma van der Tol, Diana Heusmer-Lantinger, Rita Reiinger und ihre Töchter Wilma Reiinger und Annemarie Schrüre-Reiinger. Wie gesagt, um 9 Uhr fangen wir hier heute an. Der Livestream ist den ganzen Tag zu sehen und Sie können, wie gesagt, sich auch hier an in der Halle selbst am KFPS-Stand ein Headset organisieren, um in Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch auch alles, was geschieht und gesagt wird, mitverfolgen zu können. Während wir in den letzten 2 Tagen die jungen Hengste gesehen haben, die hoffen, ins Stammbuch aufgenommen zu werden, um als Zuchthengst eingesetzt werden zu können, steht heute der ganze Tag im Zeichen der bereits ins Stammbuch aufgenommenen Hengste. Wir werden also alle Hengste sehen, die bereits Nachkommen zeugen dürfen und wählen unter den Älteren einen Meister 2024, unter den jüngeren Hengsten einen Meister 2024 und dann am Ende, vermutlich gegen 5:30, werden wir den allgemeinen Meister der Zuchthengste 2024 wählen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, sind Sie bereit? Ich höre noch gar nichts. Sind wir bereit? So wünsche ich mir das, so habe ich mir das vorgestellt. Dann kommt unser erster Hengst jetzt herein. Unsere Jury heute wird geleitet von Sabine Schwager, die unterstützt wird von Jan Hellings und Manuel Gasseling. Jan Hellings dabei ein noch in der Ausbildung sich befindender Inspektor für Friesenpferde, die anderen beiden bereits vollständige Inspektoren. Wir beginnen heute mit der Nummer mit dem Pferd Ulbe 506, 10 Jahre alt, eine Doppel-A-Sport-Elite-Hengst. Züchter ist H. und J. Jorgensen in Nordburg, im Besitz von G.A. Baumer Oldeborn und H. und J. Jorgensen in Nordburg. Vater ist Anders 451. Wir sehen hier auch den Sterpräferenten Anton 343 und Sterpräferenten Hage 254 aus dem Stamm 10. Seit dem Herbst 2018 ist Ulbe ein Zuchthengst und im Stammbuch aufgenommen. Er reitet die leichte Tour in der Dressur und ist auch im Fahrsport tätig in der limitierten Klasse. Hat bei den im Pavo-Friese-Pokal 2019 bei den 5- und 6-jährigen Hengsten und Wallachen den 2. Platz belegt. In 2020 hat er die Horses to Fly KFPS Sportwettbewerbe gewonnen unter den 5- und 6-jährigen. Und Ulbe 506 ist als Sohn von Anders 451. Hat er einen relativ geringen Verwandtschaftsindex von 16,56%. Das heißt, dass er vor allem in den letzten Jahren das Interesse vieler Züchter geweckt hat.
Sein Stammbaum ist voll von einflussreichen Hengsten, wie zum Beispiel Feize 293, Leffe 306, Reize 272 und Jasper 366, der wohlbekannte König der Hengste. In seinen verschiedenen Tests hat er in allen 3 Disziplinen Scores von mehr als 80 Punkten erreicht. Er wurde von vielen Reitern bereits gelobt, weil er eine gute Einstellung hat und sehr leicht zu bearbeiten ist. Im Jahre 2022 ist der in Dänemark gezüchtete Ulbe 506 auch auf der zentralen Körung gewesen und in die Ehrenklasse im Wettbewerbswagen aufgenommen worden. In dem Jahr strahlte er auch in unserer Jubiläumsshow und die Arena ist für Ulbe 506 darum hier auch ein sehr bekanntes Terrain. Hengst steht auf der Deckstation Henswoude in Oldenborn. Wir sehen also Ulbe 506. Das ist nochmal die Präsentation des ersten Hengstes, meine Damen und Herren, Ulbe 506. Wir bleiben alle ruhig. Wir wollen nämlich nicht gerne auch noch zum Krankenhaus fahren während unserer Champion-Körung hier. Bitte einen Applaus für unsere Vorbringer und Pferdeführer. Wij presenteren de Hengste Party 509. Preis wird Ihnen angeboten von Media Primär. Und wir sehen jetzt den zweiten Hengst, Wadi 509, ein Triple-A-Sporthengst, 9 Jahre alt. Züchter ist J.T. Baumer aus Nijland. Der Besitzer ist auch J.T. Baumer in Nijland, zusammen mit H. Eppinger aus Oude-Miedum. Hengst hat eine Abstammung von Heze 481, Sternpräferent, Leistungshengst Goffert 306 und dem Modell Sport Feize 293 aus Stamm 8, ist im Herbst 2018 zugelassen worden, reitet die Z1 in der Dressur, schwer 1, Klasse ZZ im Fahren und im Showfahren in der limitierten Klasse. Im Stammbaum von Wadi 509 kommen 2 der prominentesten Showstutenleinen zusammen. Sein Vater Hete 481 kommt aus der Linie von Fabiola van Jurkje und der Großverdiener Ulke 338 ist ebenfalls ein Nachkomme von ihr. In der Mutterlinie von Wadi haben wir den sehr bekannten Stamm 8, der eben genauso für Lieferanten mit starken Fahrpferden, ebenfalls ein Lieferant von starken Fahrpferden ist. Und wir sehen zum Beispiel Izien, die Ulke 338 Schwester von Wadi in dieser Linie auch zurück. In der zentralen Untersuchung hat er sehen lassen, warum er so gut gezüchtet worden ist, und im Fahrsport hat er 87,5 Punkte erreicht. Als Dressurpferd hat Wadi 509 auch viel Talent. Sein Schritt ist kräftig und taktvoll. Im Trab mit viel Einsatz und Aktion, außerdem sehr raumgreifend, und sein Hinterbein ist gut gebeugt. Media is een full-service ontwerpen, marketingbureau voor Olympische markt in Nederland en België, dierenbedrijven en verenigingen van oudsher binnen de paardenbranche en wil zo verder buiten. Ze dachten bij het ontwikkelen van pas mediale concepten en productie van onze cliënten. Media Primär ist ein Full-Service-Entwurf- und Marketingbüro im Pferdemarkt in den Niederlanden und in Belgien. Wir liefern Ihnen als Unternehmen oder Verein von jeher in der Pferdebranche hervorragende Arbeit. Unsere Stärke liegt vor allem beim Entwickeln von Cross-Media-Konzepten und für die Produktion unserer Kunden.
Wir sehen weiter Wadi 509, der gute Leistungen erbracht hat, aber trotz seiner guten Abstammung wegen der nicht ganz so großartigen Spermaqualität leider noch keine Nachkommen auf die Welt gebracht hat, in die Welt gesetzt hat. Leider, denn sein Stammbaum ist natürlich ziemlich großartig. Der Hengst steht in der Deckstation Grasland in Oude-Miedum. Wir sehen also nochmal Wadi 509. Dus wordt in Boller en Boller. Dus hartelijk nog vandaag, dus zondag, de Dalenpers Hexenkeuring hier in de TTC Expo. Ich begrüße Sie nochmal herzlich jetzt unserer zweiten Hexenkeuring am WTC in Leeuwarden. Wir wissen, dass es mit dem Parken hier ein bisschen schwieriger ist und darum möchten wir uns nochmal bedanken, dass Sie gekommen sind und den etwas längeren Weg auf sich genommen haben. Wir sehen jetzt Wieboud 511 Sport AAA Hengst, 9 Jahre alt, gezüchtet von Frau L. Heitema in Wons, im Besitz der Familie Ache-Ockema in Siegerswoude. Ein Sohn von Torben 466, zusammen mit Sternpräferent Duke 287 und Sternpräferent Tjimme 275 aus dem Stamm 34. Zugelassen worden ist Wieboud im Herbst 2019. Er reitet in der Dressur die Z2-Klasse hier in den Niederlanden, im Fahren die ZZ und die limitierte Klasse im Showfahren. Wieboud 511 ist der erste zugelassene Sohn von dem in die Staaten verkaufte Torben 466. Zusammen mit der Mutter von Duke 287 hat Wieboud einen relativ unbekannte Kombination und darum einen relativ geringen Verwandtschaftsindex von 16,76 und ist darum natürlich auch für unseren Genpool ein sehr guter Zuchthengst. In seinen Tests hat er vor allem gute Scores von 81,5 Punkten im Sattel, unter dem Sattel erreicht und vor allem die 8 für seinen Trab ist da positiv aufgefallen. Wieboud hat das Sportprädikat bereits erreicht und kann sowohl in der Dressur als auch beim Fahren und Showfahren für sehr gute Resultate sorgen. Nach seinem sehr rassentypischen und seine sehr rassentypische und gut royal entwickelte Fohlen kann Wieboud dieses Jahr dann zum ersten Mal auch tatsächlich seine 3-jährigen Söhne hier präsentieren bei der Hengstenkörung. Wenn Sie gestern schon mit uns zugeschaut haben, werden Sie sich auch an den Namen erinnern. Wir haben einige Söhne von Wieboud 511 gestern und vorgestern gesehen. Und er hat bereits auch schon 4 Sternhengste hervorgebracht. Wir sehen darum der Körung diesen Sommer mit sehr viel Begeisterung entgegen. Wieboud steht im Stall de Mersken in Siegerswoude und wir sehen Wieboud 511. Und sollten Sie uns im Moment im Livestream folgen, kann ich Ihnen auch die friesische Version nur ans Herz legen. Friesisch eine eigene Sprache, dem Niederländischen und Deutschen ähnlich, aber eben doch eine eigene Sprache. Ihre Dolmetscherin spricht das auch nicht. Aber über die Website des Omroep Friesland auch zu verfolgen und auf jeden Fall die Mühe wert, sich den einmal anzuhören. Die Herren, die da den Kommentar machen, sind nicht nur sehr fachmännisch, sondern auch sehr amüsant.
Prestatie van eens de Wieboud. Das ist also die Vorstellung von Wieboud 5-1-1. De stemming zit er alweer prima in. Ja, sehr gut. Die Stimmung ist schon wieder auf einem guten Punkt. Wir hoffen, dass sie noch zum Kochen kommt später hier. Tweede primair maakt al een mooie aanbieding naar zich, want winnaar krijgt een gratis abonnement aangeboden op Hoefslag van dit abonnementsport. Ordinaar van Media Primair. De sponsor van ons is aan Rubik. Nochmals, der Sponsor für diese Rubrik, die Rubrik 4, ist Media Primär, ein Unternehmen, das Cross-Media-Lösungen für Unternehmen und Vereine im Pferdesport erarbeitet. Sollten Sie die Infos, die wir hier zu den Pferden erzählen, nicht ausreichend genug finden oder eventuell zu schnell, legen Sie sich gerne einen Katalog zu. Den können Sie hier in der Halle am Stand des KfPS erstehen. Den gibt es aber auch zum Downloaden im Internet auf der Website des KfPS. Alle Hengste sind im Katalog nach Rubrik und Nummer sortiert. Und wir sehen im Moment hier an der Dekoration unserer Arena, wie unfassbar international das Friesenpferd mittlerweile vertreten ist. Wir machen weiter mit Wander 512, ein Triple-A-Hengst, 9 Jahre alt, gezüchtet von M. de Jong aus Tjale-Beels. Besitzer ist das Gestüt Fischer in Föhring in Drachten. Ein Sohn von Lodewijk 431 zusammen mit Stern Beat 411 und Stern Upke 266 aus Stamm 38. Im Herbst 2019 zugelassen, reitet die L2 Dressur und in der limitierten Klasse im Showfahren. Wander 512 ist der erste zugelassene Sohn von Lodewijk 431 und obwohl er aus einer Beat 411 oder von einer Beat 411 Mutter kommt, hat er einen relativ geringen Verwandtschaftsindex, in dem allerdings auch die Großmutter sternpräferente Tochter von Nan 264 zu finden ist. Wander kommt aus einer Stutenlinie mit der bekannten modellpräferenten Leistungsstute Wilkje, die auch die Mutter vom Präferenten Tjerk 321 und Djurre 284 ist. Über Lodewijk ist dessen Vater Tjerk 328. Über Lodewijk können wir Wilkje auch in der Linie dessen Vaters Tjerk 328 wiederfinden und darum kommt sie also in zwei verschiedenen Seiten des Stammbaums von Wander vor. Wander selbst ist ein sehr schöner und rassentypischer Hengst, der in seinen Tests vor allem aufgefallen ist durch seine wundervolle Art zu traben. Aber in allen 3 Disziplinen hat er vorbildliche Resultate erzielen können. Der erste Jahrgang seiner Fohlen hat einige Meister in den 2022 Prüfungen der erste Jahrgang seiner Fohlen hat einige Champions hervorgebracht und in 2022 konnte der junge Wander den Reserve-Champion werden. Mit 4 Sternhengsten in der ersten Besichtigung sind alle Augen auf ihn gerichtet. Und nicht nur auf all seine Söhne, sondern eben auch auf die 3-jährige Tochter, die im Moment in den Köringen und auch im Sommer noch einmal ihr Bestes geben wird. Wander steht im Gestüt Friese Fischer in Drachten und wir sehen Wander 512. Beste mensen, het is nu al mooi. Nu
Es ist jetzt schon wirklich schön, meine Damen und Herren. Die Stimmung ist schon wieder richtig großartig hier auf der Hengstenkörung des KFPS. Und er kommt nochmal vorbei. Geben Sie alles. Wander 512. Deze rubriek vinden we plaats vanaf de bladzijde 116. Auf der Seite 116 im Katalog sind wir angekommen. Dubbel A, 9 jaar. Da sehen Sie also Rubrik 4, mit der wir uns mittlerweile oder gerade im Moment hier beschäftigen. Wir sind angekommen bei Volta 513 Doppel A. Ein 9-jähriger Hengst, gezüchtet von E.A. Constant und der Familie Fischer in Spier. Besitzer ist das Gestüt Friese Fischer sowie Frau K. Schwan in Drachten. Da steht der Hengst im Moment auch. Ein Nachkomme von Farbe 348, Sternpräferenten Cast 362, Sternpräferenten Nahen 264 aus Stamm 47. Zugelassen im Herbst 2019, reitet die M2 Dressur und limitierte Klasse im Showfahren. Volta führt in beiden, der Vater- und der Mutterlinie, unverwandtes Blut und ist darum mit einem Verwandtschaftsindex von 16% ein sehr beliebter Hengst und gut für unseren Genpool. Und zieht natürlich auch die Aufmerksamkeit vieler Züchter auf sich. Außerdem kommt er aus derselben Cast 362 Mutterlinie wie der ebenfalls wie Oma 493, der auch einen sehr geringen Verwandtschaftsindex hat. Und der sehr gut zu bearbeiten war in all seinen Tests. Vor dem Wagen kommt Volta am besten zur Geltung und kann er das meiste aus sich selbst herausholen, vor allem dank seiner großartigen Vorbeintechnik. Und in den Meisterschaften vom Wettbewerbswagen und an den langen Leinen hat Volta 513 2022 Bronze erreicht. Es ist das erste Jahr für Volta, sind die ersten paar Jahre für Volta als Zuchthengst und hat noch nicht so wahnsinnig viele Chancen gehabt. Die Hälfte seiner Nachkommen ist erst im letzten Jahr geboren worden, sind also noch sehr junge Fohlen. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis wir auch wissen, ob er Champions und Sportelite Nachkommen gezeugt hat. Für Volta 513 ist der Ring hier im WTC auch bekanntes Terrain, weil er nämlich in den letzten 3 Abenden in unserer Jubiläumsshow mitgeritten ist. Wir sehen also Volta 513. Und wie Sie dem Programm entnehmen können, haben wir heute begonnen mit der Rubrik 4. Die beginnt auf Seite 116 im Katalog. Die Hengste sind da nach Nummern sortiert. Wir haben angefangen mit Ulbe 506 in der Katalognummer 506 und sind mittlerweile angelangt bei der Nummer 513, Volta 513. Dem Katalog können Sie extra Informationen zum Pferd entnehmen. Wir dürfen auch noch einmal unseren Vorbringern und Pferdeführern applaudieren, während wir noch einmal Volta 513 sehen.
Wie gesagt, die Rubrik wird Ihnen angeboten und gesponsert von Media Primär. Und wir sehen jetzt Auert 514. 8 Jahre alt, der Züchter ist A. Kranenong aus Lochem, Besitzer ist das Gestüt Bommelstein in Jaure. Ein Nachkomme von Johannes 484, dem Modell AAA Andres 415 und Sternpräferentenleistung AAA Volkert 353 aus dem Stamm 25. Seit dem Herbst 2019 zugelassen und reitet in der Dressur Z2-Klasse. Der erste Sohn von Auert 514, der auch als Zuchthengst zugelassen worden ist, war Johannes 484, der 2022 Reserve-Champion geworden ist, also hier unser Vizemeister, wenn wir so wollen, der auch aus der großartigen und exterieur starken Mutterlinie kommt. Selber ist Auert ein schöner, moderner und rasttypischer Hengst. Er hat vor allem im Trab und Galopp großartige Ergebnisse erzielt und dann fällt sein sehr schönes Hinterbein auch auf. In sämtlichen Disziplinen hat er Ergebnisse von über 80 Punkten erzielt und vor allem angespannt hat er sehr viel Eindruck gemacht, denn damit erhielt er ein Ergebnis von 86 Punkten. Der erste Jahrgang der Fohlen von Auert 514 hat 16 prämierte Fohlen hervorgebracht und alle Fohlen haben eine sehr luxuriöse und royale Ausstrahlung mit schönen Vorhänden, langen Linien und sehr sprechenden und ausdrucksstarken Köpfen. Der Trab ist raumgreifend und sehr flexibel, sehr supel. Und das verspricht uns natürlich sehr viel in Bezug auf diese Fohlen. Die erste Besichtigung diesen Jahres, in der ersten Besichtigung diesen Jahres war er der Hauptlieferant junger Hengsten und 14 von seinen Hengsten haben auch tatsächlich ein Sternprädikat erhalten. Nach der zweiten Besichtigung am Donnerstag und am Freitag sehen wir auch einige seiner Söhne in den Vorreittagen. Das bezieht sich auf die Körung diesen Jahres. Wir haben sowohl gestern als auch vorgestern junge Hengste, die meisten 3 Jahre alt, gesehen, die hoffen, als Zucht- und Deckhengste im Stammbuch aufgenommen zu werden. Insgesamt sind 48 eingeladen worden auf die Vorreittage, die im Sommer stattfinden werden. Und dann wird es eine weitere Besichtigung geben. Und wir werden den Pool der ursprünglich 350 Hengste weiter ausdünnen. Letztes Jahr haben es 9 bis ins Stammbuch geschafft. Und wir hoffen also, dass auch Nachkommen von Auert 514 es dieses Jahr schaffen werden. Auert 514 steht in De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Sehen Sie sich den schönen Hengst an. Was für ein großartiger Moment, meine Damen und Herren. Noch einmal Auert 514. Wenn er Ihnen gefällt, lassen Sie es uns hören. Dann sehen wir jetzt Arend 515 den Ring betreten, Sport AAA, Meister der jungen Hengste im Jahr 2023 und allgemeiner Vizemeister im gleichen Jahr, 8 Jahre alt, fast 8 Jahre alt. Züchter sind D.A. und M. Dijkstra in Berlichum, im Besitz der Familie Vollmer und bei der Dijkstra's in Lunteren. Ein Nachkomme von Jaue 485, Sternpräferenten AA Heize 425 und dem Stern Dorzen 420 aus dem Stamm 161. Zugelassen seit dem Herbst 2019 reitet die leichte ZZ plus 15 Dressurklasse. Letztes Jahr also allgemeiner Vizemeister geworden. Arend 515 ist der erste im Duo der Söhne von Jaue 485, die zugelassen worden sind.
Arendt ist ein schöner, sehr typischer Hengst, der einen sehr großartigen Fortschritt in seinen verschiedenen Tests und Beurteilungen hat sehen lassen. Er hat einen guten Charakter und hat sich als ein echter Allrounder bewiesen. Sämtliche Scores, die er bekommen hat, Resultate waren mehr als 80 Punkte. In der zentralen Untersuchung hat Arendt 515 auch großartige Fortschritte gemacht und mit seiner Reiterin Mareike Bohlen sich wirklich beweisen können. Mittlerweile reiten sie also in der ZZ-Leicht-Klasse in der Dressur. Z, eine Abkürzung für Zwaar, niederländisch schwierig. Hier in den niederländischen Klassen sortieren wir nach B, M, I und Z. Beginner, Anfänger, Medium, Mittelklasse, Intermediär, dazwischen unter Zwaar, schwer. Die schwierige Klasse ist dann tatsächlich auch noch weiter unterverteilt und Arendt 515 reitet in der ZZ Leicht plus 15 Klasse. Er hat in dieser Klasse auch schon Erfolge einfahren dürfen und als Sechsjähriger in der Horses to Fly Schofa Finalrunde auch den zweiten Platz belegen können im Pavo-Friese-Pokal 2022. Der erste Jahrgang seiner Fohlen hat sich sehr gut entwickelt. Sie haben ausdrucksstarke, sprechende Köpfe, kräftige Träbe und benutzen den gesamten Körper in allen Gangarten. In der ersten Besichtigung der Hengstenkörung diesen Jahres war die Jury sehr angenehm überrascht von den Söhnen, die Arendt 515 mit nach vorne gebracht hat. Und 6 haben tatsächlich auch ein Sternprädikat erhalten. Er steht in den Juberhöfel in Lünteren und wir sehen Arendt 515. Der Meister der jungen Hengste und allgemeiner Vizemeister des Jahres 2023, meine Damen und Herren, Arendt 515. Laatste in deze week. Goed, 1-6 Dann kommen wir zum letzten Hengst in dieser Rubrik. Boot 516, ein Sport-AAA-Hengst. 8 Jahre jung, Züchter ist AP van de Ven in Vinkel. Besitzer sind die Familie Vollmer und TC Visser in Lünteren. Ein Sohn von Jaue 485, auch Nachfahre von Stern Uldrich 457 und Stellpräferent Sietze 385 aus dem Stamm 54. Zugelassen im Herbst 2019, reitet die Z2 Dressur. Boot und sein Stallgenosse Arendt 515 sind das erste Duo zugelassener Söhne von Jaue 485, wie bereits eher erwähnt. Boot 516 ist ein sehr auffallend hübscher Hengst mit zierlichen Linien. Boot war ein absoluter Topper und Spitzenreiter während der zentralen Untersuchung 2019. Und das hat er unter anderem der großartigen Neuen für seinen Schritt zu verdanken. In allen 3 Disziplinen hat er einen AAA-Score erhalten. Und neben seiner rassetypischen Art kann Boot auch überzeugen durch großartige Beinarbeit im Trab und Galopp. Sehr flexibel und sehr leicht bewegt er sich da. Im Dressurring präsentiert Boot sich zusammen mit seiner Reiterin Sabine van der Loonhorst und macht auch da einen sehr guten Eindruck. Hat mittlerweile auch das Sportprädikat bereits für sich gewinnen können. Boot ist das erste Fohlen von Nienke Fenn, einer Stute von Uldrich 457, und hat mit Jura Fenn Kroon
die eine Doppel-A-Stute ist, eben auch eine gesamte Schwester mit beiden gleichen Eltern, die Kronstute geworden ist. Der erste Jahrgang von den Fohlen But 516 ist sehr langleinig, sehr royal und edel gebaut und auch rasstypisch mit ähnlich sprechenden Köpfen, wie auch der vom Vater ist. Seit der ersten Besichtigung haben 4 seiner Söhne das Sternprädikat erhalten und auch einige sind eingeladen worden für die zweite Besichtigung diesen Jahres. Der Hengst steht in den Newer Höfel in Lünteren und wir sehen But 516. Und nochmals, wie bereits eher erwähnt, können Sie alle Infos zu diesen Hengsten auch Ihrem Katalog entnehmen. Sollten Sie sich hier in der Halle im WTC in Leeuwarden befinden, können Sie einen solchen erstehen am Stand der KFPS. Sollten Sie uns im Livestream folgen, könnten Sie sich auf die Website der KFPS begeben, denn da kann man den gesamten Katalog als PDF-Datei herunterladen. Nicht nur schön zum Mitlesen, sondern eventuell auch, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich ein Pferd zuzulegen, eine sehr gute Quelle der Informationen. Der letzte Hengst in dieser Rubrik 4 mit möglich gemacht von Media Primär, But 516. Oh ja, der war fertig. Da ist er doch noch. Lassen Sie ihn noch mal wissen, dass Sie sich freuen, dass er zurückgekommen ist. But 516, meine Damen und Herren. Ja. Gelet als spektakel. We zijn nog maar bij de eerste rubriek, maar gaat dat op aankomen vandaag? Wir haben schon so viel Spaß und das war erst die erste Rubrik. En dan gaan we naar de kwaliteitsvol van de optal zetten, zoals het zo mooi heet, mensen. Die Hengste werden gleich noch einmal zurückkommen und die Bahn betreten. Dann werden wir sie aufstellen. Das sind natürlich sehr qualitativ hochwertige Hengste, aber die Jury hat sie jetzt alle gesehen und wird ein Urteil fällen und einige dieser Pferde für die spätere Meisterschaft weiterlassen und eine Runde weiter wählen. Das sind also die Hengste der Rubrik 4, 7 an der Zahl. Hengste, die zugelassen sind als Deckhengste, Zuchthengste seit der Saisons 2019 und 2020.
Und die Pferde laufen im Moment vor unserer Jury mit Vorsitzender Sabine Schwacher, die Inspektor des KFPS ist, Jan Hellings, der ebenfalls Inspektor ist, und Manuel Gasseling, der im Moment noch in der Ausbildung zum Inspektor des Friesenpferdes ist. Holte mag even bij de kant op komen. Even achteraan aansluiten daar. Barney mag mijn kant even opkomen. Wander darf schon mal zu mir kommen. Barney voor maandag. Door 5-12. Wieboud mag even oversteken. Wieboud darf einmal die Seite wechseln. Die Jury stellt jetzt die Pferde auf Even afhouden met Wieboud. in Reihenfolge der Beurteilung. Door even een beetje aansluiten daar met Ulbe. Even een beetje aansluiten, steek maar even over. Einmal bitte den Anschluss suchen, Ulbe, Schritt zulegen, Zahn zulegen. Maar we gewoon even controleren. So, und dann kontrollieren wir noch eben, ob die Reihenfolge stimmt. Aber dann im Schritt. Ja. Sehen Sie sich also einmal die Reihenfolge an, meine Damen und Herren. Denn die Jury wird schon ein wenig nervös hier. 5:16 Boot bitte einmal zu mir. Ein bisschen schneller laufen und dann so da vorne bitte einfach mal hinstellen. Sehr schöne Mähne. Stück nach links. Dann, wen muss ich noch weiter nach vorne holen? Meine Damen und Herren, Sie stehen richtig sortiert. Beste Beurteilung, Boot 5:16. Stellt euch auf, Jungs. Boot 5:16, dann Wieboud 5:11, Auert 5:13, Arendt, Ulbe 5:06, Wander 5:1. So, sie stellen sich auf. Und ich gebe das Wort weiter an Sabine. Ja, einen guten Morgen zusammen. Für mich wieder ein absolutes Privileg, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen. Und ich hoffe, dass Sie wissen und sich realisieren, wie besonders dieses Ereignis ist, das wir heute mitmachen. Es sind Hengste, die bereits als Zuchthengste zugelassen worden sind, werden hier an uns präsentiert und vorgestellt. Das Friesenpferd, das so viele Menschen berührt, das Leidenschaft und Emotionen bedeutet. Das Friesenpferd berührt
Und wir sehen auch, dass das Friesenpferd sie berührt und sie es in ihr Herz geschlossen haben. Wir wissen, wie wichtig und emotional dieser Tag ist und das wollen wir. Und wir als Jury setzen uns natürlich auch ein für die Zukunft des Friesenpferdes. Aber heute sprechen wir nicht über die Verwandtschaftsgrade oder über Zuchtwerte. Heute suchen wir den Hengst, der heute und genau in diesem Moment das friesische Pferd, das Friesenpferd am besten vergegenwärtigt. Ein Hengst, der über sich hinauswächst und gerade unter Druck und in Wettstreitsituationen, in Wettbewerbssituationen großartige Leistungen erbringt. Jeder Hengst hat natürlich seinen eigenen Wert für die Zucht. Und dieser Wert wird nicht von uns heute hier festgestellt. Sie sehen hier in der Spitzenposition nicht zwangsläufig den allerbesten Hengst für Ihre eigene Stute, sondern Sie sehen den Hengst, den wir gerade heute in diesem Moment und bei dieser Vorstellung am schönsten und am besten fanden. Es ist vor allem wichtig, welche Eigenschaften sowohl im Exterieur als auch im Charakter Ihre Stute bereits hat, wenn Sie sich einen Zuchthengst aussuchen wollen. Lesen Sie sich ein, machen Sie Ihre Recherche richtig und stellen Sie fest, welcher Hengst sich am besten für Ihre Stute eignet, wenn Sie züchten wollen. Darum hoffen wir auch, dass sämtliche Zuchtbuchhengste, sämtliche Deckhengste so gleichmäßig wie irgend möglich benutzt werden und wir nicht einen Hengst haben, der die meisten Fohlen zeugt. Heute unser Favorit in dieser Rubrik sollte also nicht beeinflussen, wie Sie zu uns oder zum Pferd stehen. Wir wollen vor allem das Friesenpferd in Szene setzen und inszenieren. Ja, wir mussten kurz warten, aber es war so eine schöne Rubrik. Die Pferde sind ausgezeichnet vorgestellt worden. Ich würde gerne meine Komplimente ausbringen an alle Menschen, die daran arbeiten, diesen Tag möglich zu machen. Boot 516, ein Traum von einem Hengst. Ein einzigartiger Kopf mit sehr viel Ausdruck, zierliche Linien, sehr viel Statur, ein raumgreifender und taktvoller Schritt. Und wenn er die Ruhe findet in seiner Bewegung, dann hat er ein sehr schönes Vorderbein und kann sehr gut laufen. Darum also in der Spitzenposition heute Boot 516, Boot 516. Ein sehr guter zweiter Platz für Wieboud, der jedes Jahr stärker wird. Er bekommt jedes Jahr eine bessere Platzierung. Ein sehr hochbeiniger Hengst, der im Schritt eventuell etwas mehr den ganzen Körper einsetzen kann, aber eine sehr gute Leistung gezeigt hat hier heute und ein sehr starkes Hinterbein hat. Dann sind wir bei Auert 514 gelandet. Auch ein sehr schöner Behang, sehr typisch und rassentypisch fürs Friesenpferd. Da können wir uns wirklich nicht drüber beschweren. Heute im Schritt nicht perfekt, aber ein schöner Trab, sehr schönes Vorderbein und darum ein sehr guter dritter Platz für Auert 514. Dann Arendt 515, ein sehr jugendhafter Hengst, sehr gut im Verhältnis zueinander gebaut, schöne Übergänge, ein schöner Schritt, ein guter Hinterbeingebrauch im Trab, könnte aber seine Balance besser gefunden haben heute. Arendt 515. Dann kommen wir an bei Ulbe und auch Ulbe wird jedes Jahr schöner. Solche zierliche Linien, ein sehr gleichmäßig gebauter Hengst, sehr jugendvoll nach wie vor. Sehr schöner Schritt und sehr schönen Vorderbeingebrauch im Trab zeigt. Das war Ulbe 506. Die 509, ein sehr schöner Hengst war die 509. Raumgreifenden Schritt könnte im Trab eine etwas bessere Stützphase entwickeln, aber nach wie vor ein sehr schöner Hengst war die 509. Dann sind wir bei Wander 512 angekommen.
Ein Hengst mit schönen Augen, der ein wenig arrogant schaut. Ein Hengst mit viel Ausdruck und Ausstrahlung. Eine schöne Linienführung. Der hätte etwas gleichmäßigere Schritte sehen lassen können hier heute, aber er benutzt sein Vorderbein sehr gut. Wander 5-1-2. Und dann in dieser starken Rubrik am Ende die 513. Viel Behang. Ein sehr auffällig guter Schritt, den wir hier gesehen haben. Ein ausreichender Trab, die 513. Volter. Diese Rubrik Ihnen präsentiert von Media Primär, dem Cross-Media-Experten für die Pferdebranche. Meine Damen und Herren, in Spitzenposition Boot 5-1-6. Boot und Wieboud werden dann auch